Ja, schön. Danke. Yes. Danke. Ein gutes neues Jahr wünsche ich allen hier im Saale und auch online. Wo seid ihr online? Dort hinten. Mega schön, hast du eingeschaltet. Healthy Soul. Ich freue mich wirklich sehr, diese neue Predigtreihe zu starten über unsere innere Gesundheit. Es gibt viele Dinge, die man sich vornehmen kann am Anfang des Jahres. Mehr Sport zu treiben, weniger ungesund zu essen, mehr Zeit für die Familie und so weiter. Das sind alles gute Dinge, die wichtig sind und die auch einen Einfluss haben auf deine innere Gesundheit. Aber stell dir vor, du würdest eine innere Gesundheit haben, einen inneren Frieden, eine innere Ruhe, die nicht bestimmt wird durch deine äußeren Umstände. Stell dir vor, du hättest einen inneren Frieden, der unabhängig ist von dem äußeren Frieden. Und ich möchte mit euch ein paar Sätze von Jesus vorlesen, in denen er uns das verspricht. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt zu mir, ihr Geplagten und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Was für faszinierende Sätze von Jesus. Jesus lädt jeden von uns ein, zu ihm zu kommen und zu lernen, was es heißt, eine Ruhe für seine Seele zu finden. Und das machen wir in den nächsten 6 bis 7 Wochen in dieser Serie Healthy Soul. Wir lernen gemeinsam von Jesus Ruhe für unsere Seele finden. Und ich finde das hochinteressant. Ich habe mich ein bisschen ausführlicher mit diesem Text, das ist mein Job, auseinandergesetzt. Und das eine griechische Wort, das verwendet wird für Ruhe, und da musst du nicht Theologie studieren dafür, um das herauszufinden, da kannst du online googeln. Aber das Wort, das dort verwendet wird, Ruhe geben für eure Seele, ist das Wort Anapauso. Anapauso. Und das ist mir so ins Auge gesprungen, und ich werde Ruhe geben. Anapauso, das ist vom Wort Power, und wir im Deutschen haben das Wort Pause davon hergeleitet. Und Jesus sagt in anderen Worten, ihr alle, die ihr beladen seid und zu tragen habt, ihr alle, die keine Ruhe finden für ihre Seelen, kommt zu mir und ich werde euch eine Pause geben. Für eure Seele. Pause. Wir Menschen lieben doch Pausen, oder nicht? Einfach mal abschalten. Wir lieben es abzuschalten. Wie schaltest du am liebsten ab? Wer spielt gerne Computerspiele oder Xbox oder so? Ja, ein Freund, hallo. Dort hinten. Ich habe angefangen, so ab und zu, wenn ich abschalten will, so 30 Minuten FIFA zu zocken auf meiner Xbox, online ein Match zu spielen, einfach flüchten aus dem Alltag. 30 Minuten abschalten, vergessen, was um mich herum ist, einfach abzuschalten. Wer schaltet gerne ab und schaut Filme? Aha. Wer schaut, wenn er abschaltet, gerne Serien auf Netflix, Disney Plus und so weiter? Ja, siehst du, wer schaltet ab auf Social Media? Kommt jetzt. Niemand streckt auf, jedem ist es peinlich, ja, aber wir schalten ab dort, oder? Wir Menschen lieben es, abzuschalten, aus dem Alltag zu flüchten. Und deswegen lieben wir Menschen auch Geschichten.
wie sie auch immer die sind, wie auch immer, in welchem Format, in welchem Medium die daherkommen. Wir lieben Geschichten, meine Kinder lieben Geschichten. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal The Lord of the Rings, Herr der Ringe, ich habe das als Teenager, bevor ich die Filme gesehen habe, als Buch gelesen. Ich habe das verschlungen. Ich bin da rein in dieses Herr der Ringe-Universum. Ich weiß heute noch, wie dieses Buch riecht. Ich habe das gelesen, die Filme bestimmt 10-mal geschaut. Oder Star Wars, da in ein anderes Universum abzunerden. Das bin ich. Ich liebe das abzutauchen, in eine andere Welt zu flüchten aus dem Alltag. Und wir Menschen lieben Geschichten und das haben die großen Social-Media-Firmen auch entdeckt. Weil die machen nichts anderes. In jedem App beinahe gibt es heute sogenannte Stories, Geschichtchen. So 7 Sekunden fing es mal an. TikTok bis 30 Sekunden, 1 Minute, eine kleine Geschichte, die dich rausholt aus deiner Gegenwart und die sind unheimlich unterhaltsam. Also meine sind sehr unterhaltsam. Mein Algorithmus ist der beste Algorithmus, den es gibt. Aber wir kennen das alle. Wir tauchen liebend gerne in solche Stories ab, in solche Geschichtchen. Aber wirklich Ruhe für unsere Seele, Erfüllung finden wir darin nicht. Es tut uns gut für einen Moment, aber unsere Seele bleibt leer zurück. Und ich weiß nicht, wie dein letztes Jahr gewesen ist. Ich weiß nicht, wie es um deine innere Gesundheit aussieht. Ich weiß nicht, ob du, wenn du in die Zukunft schaust, eher Sorgen oder Hoffnung hast. Das weiß ich nicht. Aber ich bin überzeugt, dass unsere Seele, unser Inneres, nur bei Gott alleine wirklich zur Ruhe finden kann. Es gibt diese Stelle im Alten Testament, wo beschrieben wird, wie Gott den Menschen erschafft. Und es heißt, wie er aus dem Staub, aus dem Lehm den Menschen, den Adam formt. Ich möchte mit euch lesen, 1. Mose 2, Vers 7. Und Gott, der Herr, formte den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies Lebensatem in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Was hier beschrieben wird, ist das Wunder des Lebens. Gott bückt sich auf den Boden und formt diese leblosen Gestalt, diesem Adam, seinen Atem in die Nase und Adam wacht auf und lebt. Und schau, wir Menschen können vieles tun. Wir können klonen, wir können Schafe klonen, wir können Roboter bauen, künstliche Intelligenz herstellen, aber Leben schaffen, den Lebensfunken übertragen, das kann nur Gott. Wir können auch, wenn was tot ist, das nicht mehr lebendig machen. Nur Gott kann Leben einhauchen. Und deswegen glaube ich, dass schlussendlich nichts in dieser Welt deine Seele wirklich zur Ruhe bringen kann, außer dein Schöpfer. Weil er hat dich gemacht, er hat deine Seele dir eingehaucht, dein Leben dir gegeben. Nichts in dieser Welt kann dir diesen Frieden, diese Ruhe für deine Seele geben. Und deswegen möchte ich die restlichen Minuten, die ich habe, mit euch diesen Text von Jesus noch einmal genauer anschauen, den wir zu Beginn gelesen haben, weil es gibt ein paar Anweisungen in diesem Text, wie wir denn Ruhe für unsere Seelen finden können. Und diese Anweisungen, wir gehen die Schritt für Schritt durch, sind 3 Stück. Das ist kein Quick Fix, also du kannst jetzt nicht heute rausgehen und dann hast du Frieden für deine Seele. Vielleicht, maybe, wäre toll, aber das sind Anweisungen, die du in dein Leben integrieren musst, in deinen Alltag integrieren musst und du musst es lernen, das ist ein Prozess. Also wir gehen sie Stück für Stück miteinander durch. Seid ihr noch wach? Seid ihr ready? Ja, okay. Matthäus 11, nochmal 28 bis 29. Kommt zu mir, ihr Geplagten und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Das ist die erste Anweisung. Kommt zu mir. Und das klingt jetzt vielleicht simpel als erster Punkt, aber ich habe gedacht, ich muss den bringen, weil das ist die Anweisung von Jesus. Seine erste Anweisung. Komm zu mir. Geh zu Jesus.
Punkt Nummer 1 meiner Predigt. Wenn du Ruhe für deine Seele finden möchtest, dann geh zu Jesus. Wow. Aber verstehst du, wir müssen bei diesem Punkt mit einbeziehen, dass es sich bei Jesus nicht einfach um eine normale Person handelt. Jesus war nicht einfach ein normaler Mensch, vielleicht ein außergewöhnlicher Mensch, der sehr kluge Dinge gesagt hat, der ein paar Wunder performt hat, der sehr weise war und gute Tipps fürs Leben, wie das Leben gelingt, weitergegeben hat. Nein. Bei Jesus handelt es sich um den menschgewordenen Gott höchstpersönlich. Ganz früh, die ersten Christen waren überzeugt, dass es bei diesem Jesus nach der Auferstehung, dass es sich da um Gott gehandelt hat. An Weihnachten haben wir das gefeiert. Gott wird Mensch. Gott wird einer von uns. Gott, der Geist ist, legt Fleisch und Knochen an und Blut läuft durch seine Venen und er wird Mensch, er wächst auf unter uns. Er läuft über diesen Planeten. Und diese Vorstellung ist ja mindblowing an und für sich. Gott, der Schöpfer des Universums, wird Mensch und läuft über den Planeten. Und dieser Gott, der Mensch geworden ist, sagt jetzt in Jesus Christus eine Einladung an alle Menschen. Kommt her zu mir, ihr Müden, ihr Beladenen, ihr Belasteten, kommt zu mir und ich werde euch eine Pause geben für eure Seele. Ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Komm zu Jesus. Wenn du Ruhe für deine Seele willst. Es gibt viele Wege in dieser Welt, die dir Ruhe für deine Seele versprechen. Aber meine Meinung ist es, nur bei Jesus allein gibt es wirklich Ruhe für deine Seele, weil er dein Schöpfer ist. Und derselbe, der dir den Atem eingehaucht hat und dir überhaupt Leben geschenkt hat, kann dir dein Leben zur Ruhe bringen, deine Seele erfrischen. Vielleicht bist du heute im Saal oder auch online dabei und du hast noch nie dein Leben diesem Jesus anvertraut. Du hast noch nie deine Seele diesem Jesus hingegeben. Und vielleicht ist heute der Moment, wo du das zum ersten Mal tust heute. Das ist ein Riesenanliegen für dich, auch online, wenn du das noch nie getan hast. Deine Seele, dein Leben ihm anzuvertrauen. Und vielleicht bist du heute hier, aber du kennst Jesus schon, du hast das schon getan, du hast dein Leben ihm gegeben. Aber kann ich dich ermutigen am Anfang dieses Jahres, dein Leben nochmal neu Jesus hinzugeben. Nur bei ihm gibt es wirklich Ruhe. Wenn du Ruhe für deine Seele willst, ist sie bei Jesus zu finden. Schau, keine Erfahrung in dieser Welt stillt dir das, was du bei Jesus findest. Kein Betäubungsmittel, keine Beziehung zu einer Frau oder zu einem Mann, kein Film, keine Ferien, kein neues Haus, kein Auto, nichts Materielles füllt dir das. Das sind alles schöne und wichtige Dinge, aber nichts gibt dir diese Ruhe, die du bei Jesus allein findest. Geh zu Jesus, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Dein Schöpfer, geh zu ihm. Jesus lädt dich und mich ein, das zu tun. Es gibt diese spannende Begegnung im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, zwischen Jesus und zwei Schwestern, Maria und Martha. Jesus ist eingeladen bei diesen zwei Schwestern und wir lesen in dieser Geschichte, dass Maria sich hinsetzt bei Jesus und ihm einfach zuhört, weil Jesus, was er tat, er hat geredet. Und sie hat sich da einfach zu seinen Füßen hingesetzt und ihm zugehört. Und Martha, ihre Schwester, ist beschäftigt mit dem Bedienen der Gäste, mit der Bewirtung von allen. Und sie tut das und irgendwann, sagt man das auf Hochdeutsch, haut ihr den Nucki raus, der Martha. Und sie sieht Maria, wie sie einfach dort sitzt und sagt irgendwann, ja, Jesus, siehst du nicht, dass ich alles hier mache und meine Schwester hier einfach nur hier rumsitzt? Kannst du bitte sagen, dass sie sich auch mal bewegen soll und mir helfen soll? Und dann gibt Jesus folgende Antwort zu Martha. Lukas 10,
41 bis 42. Der Herr aber antwortete ihr, Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um vieles. Doch eines ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Eines allein ist nötig, sagt Jesus. Unser Leben sind so voll, oder? Unser Leben sind so voll mit Dingen, mit To-Dos, mit Treffen, mit Sorgen, mit Nöten. Unser Leben sind voll. Und Jesus sagt, eines im ganzen Chaos ist nötig. Was ist denn das? Was hat Maria getan, was nötig ist? Sie hat sich bei Jesus hingesetzt. Sie kam zu Jesus und sie hat ihm zugehört und sie hat von ihm gelernt. Und das ist mein zweiter Punkt. Weil das ist das, was Jesus sagt, wenn ihr nochmal den Text von vorhin lesen. Kommt zu mir, ihr Geplagten und Beladen, kommt zu ihm und dann sagt er, lernt von mir. Lernt von mir. Kommt zu Jesus, Punkt Nummer 1 in diesem Jahr. Aber Punkt Nummer 2 ist, lerne von Jesus. Lerne von Jesus. Schau, Martha war im selben Raum. Die war auch bei Jesus im Raum. Die kam auch zu Jesus. Aber die war so beschäftigt mit Dingen, mit Sachen, mit was man alles erledigen muss. Gute Sachen, gute Absichten. Sie hat ja geschaut, dass die Gäste zufrieden sind, dass Jesus zu essen hat. Aber was hat sie nicht gemacht? Sie hat sich nicht auf Jesus eingelassen, als sie zu ihm gekommen ist. Das ist ein Unterschied. Du kannst zu Jesus kommen und dich nicht einlassen, ihm keinen Raum geben. Aber du musst ihm zuhören. Du musst dich setzen. Du musst eine Pause bei ihm machen. Und wir Menschen sind manchmal so, wir kommen zu Jesus, aber wir machen das ganze Reden. Wir reden die ganze Zeit. Wir übernehmen die Redezeit. Wir laden ab bei Jesus. Jesus, das beschäftigt mich und das hat mich getriggert und das sind meine Sorgen und das und das und wir beten und beten und beten und beten und beten und wir laden bei Jesus ab. Ist dir aufgefallen, dass in keiner Anweisung von der Einladung von Jesus steht, lade deine Lasten bei mir ab? Keine einzige Anweisung heißt es, leg deine Sorgen bei mir nieder. Nein, steht nicht dort. Im Gegenteil, das ist Punkt Nummer 3, wir kommen nachher dazu, aber ich bin noch bei Punkt Nummer 2. Entschuldigung, zurück. Lerne von Jesus. Kann ich dich ermutigen, am Anfang dieses Jahres solche Maria-Momente in deinem Alltag einzuplanen? Maria-Momente, wo du einfach kommst und bist und zuhörst und dich auf ihn einlässt, auf diesen Jesus. Momente der stillen Zeit. Du fragst dich jetzt vielleicht, ja, wie lasse ich Jesus reden? Wie höre ich ihm zu? Wie geht das? Es gibt so ein Buch, das nennt sich die Bibel. Und dort drin sind ganz viele Worte von Jesus aufgezeichnet worden, für dich und mich. Dinge, die er gesagt hat. Dinge, da können wir lernen von ihm. Ihm zuhören. Kreiere solche Maria-Momente in deinem Leben. Für mich persönlich, ich habe früher so ein Sofa, einen Platz gehabt, wo ich mir versucht habe, jeden Tag Zeit zu nehmen. Das geht heute nicht mehr. Keine Chance. Mit Kindern, Sofa ist Chaos, geht nicht. Heute mache ich das so, wenn ich ÖV fahre, ich fahre jeden Tag 2 Stunden ÖV. Kann sich vorstellen. Ich wohne in Ormelingen, aber für mich sind diese ÖV-Zeiten ein Maria-Moment geworden. Ich habe mich entschieden, ich will nicht wie 95% aller Menschen während ihrer ÖV-Zeit am Handy sein und abtauchen in eine andere Welt, in eine andere Story, in eine andere Geschichte, sondern in die große Story, die Gott mit den Menschen schreibt. Und das ist für mich ein heiliger Moment geworden. Ich lese die Bibel, ich bete im ÖV. Ich liebe das und ich musste mir das wie antrainieren. Aber heute kann ich fast nicht mehr darauf verzichten.
Eines ist nötig, sagt Jesus. Eines ist nötig, zu Jesus zu kommen und von ihm zu lernen. Das heißt, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Ich möchte lernen, wie das geht. Ich möchte lernen, wie hat Jesus gehandelt, wie hat er geliebt, wie hat er gebetet, wie hat er seinem Vater vertraut, wie hat er das gemacht. Ich möchte von ihm lernen. Und es gibt viele Wege, wie du das in deinen Alltag einbauen kannst. Es gibt viele Wege. Vielleicht musst du in die Natur, vielleicht musst du in dein Büro früher gehen, vielleicht musst du das beim Autofahren machen, wie auch immer. Wie kannst du solche Maria-Momente schaffen in deinem Leben? Du sagst, Lesen ist nicht so meins. Dann gibt es Hörbibeln oder diese Serie, die neue, The Chosen. Die beste, aus meiner Perspektive, beste Jesus-Verfilmung, die ich je gesehen habe. Würde ich dir wärmstens empfehlen. Es gibt viele Wege, aber bitte sag nicht, mein Leben ist zu voll, ich habe keine Zeit für solche Maria-Momente. Das kannst du schon sagen, aber nicht mir. Wenn jemand dir sagt, er hat keine Zeit, das ist anders formuliert und heißt eigentlich, das ist mir nicht so wichtig. Wir alle haben 24 Stunden pro Tag. Die durchschnittliche Bildschirmzeit, die Zeit von bewegten Bildern, die der Deutsche sich reinzieht, ich habe eine Statistik gefunden, wird wahrscheinlich ähnlich sein in der Schweiz, 3,4 Stunden Bewegtzeit, bewegte Bilderzeit. 3,4 Stunden pro Tag, die durchschnittliche Zeit, in der wir nicht nur auf den Bildschirm schauen, sondern Videos schauen. Sag mir nicht, du hast nicht 5 Minuten Zeit für einen Maria-Moment. Was du sagst, ist, das ist mir nicht wichtig. Aber es ist das Wichtigste. Eines ist nötig. Schaff dir die Zeit. 15 Minuten. Du sagst, was, 15 Minuten? Wie soll das gehen? Ja, bitte, schau mal deine Bildschirmzeit an und überleg dir, wie viel von meiner Bildschirmzeit war sinnvoll, kann ich 15 Minuten sinnloses Story-Scrolling limitieren und mir 15 Minuten mein Handy weglegen und mich auf Jesus einlassen. Sorry, das war ein bisschen so ein Arschtritt, aber manchmal brauchen wir das, oder? Amen. So, und jetzt kommen wir zur dritten Anweisung und die liebe ich und wir haben sie eigentlich übersprungen. Gehen wir nochmal zurück zum Text, Matthäus 11. Sagt Jesus, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ich finde das hochspannend. Jesus sagt, kommt zu mir, die überladen und bedrückt seid. Und ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Und wie geht das? Nicht indem wir unsere Lasten bei ihm ablegen, sondern wenn wir seine Last auf uns nehmen. Hä, Jesus? Bitte, ich bin beladen, ich habe Sorgen, ich habe Nöte, ich brauche nicht noch eine weitere Last. Und Jesus sagt, wenn du von mir meine Ruhe willst, dann geht es bei mir nicht einfach ums Abladen, sondern ums Aufladen. Nimm mein Joch auf dich und das ist ein leichtes Joch, eine leichte Last, die nicht drückt, das heißt in anderen Worten, die für dich gemacht ist, die leicht ist. Und du wirst lernen, was es heißt, Ruhe für deine Seele zu finden. Es gibt ja solche Marias unter uns, oder online, oder in Lörrach, oder in Basel. Solche Marias, die sagen, man muss nur bei Jesus chillen. Nur bei Jesus sein. Nicht arbeiten für Jesus. Nur chillen bei ihm. Weil du siehst ja in der Geschichte, Martha hat alles falsch gemacht. Die hat gearbeitet. Eines ist nötig. Schau mal, nichts könnte weiter entfernt sein von der Wahrheit. Arbeit ist ein essentieller Bestandteil für deine Seele, damit sie gesund wird. Gute Arbeit ist wichtig für deine Seele. In anderen Worten, du bist nicht dafür gemacht, ohne Last durchs Leben zu gehen. Das ist nicht deine Berufung. Nein, du bist ein Ochse, der gemacht ist für die Last von Jesus.
ein Lastentier. Nimm das Joch auf dich. Du bist nicht für ein lastenfreies Leben berufen. So, ich arbeite 50%, wohne den Rest meines Lebens bei meinen Eltern, dass ich viel chillen kann mit Jesus. Hör auf, das ist nicht deine Berufung. Du bist für Verantwortung gemacht, für eine Last. Wenn wir Frieden empfangen wollen für unsere Seele, dann müssen wir uns einspannen lassen. Dann müssen wir sein Joch auf uns nehmen. Und das ist eines der größten Geheimnisse des christlichen Glaubens. Nimm sein Joch auf dich und finde Ruhe für deine Seele. In Matthäus 10, Vers 39 steht Folgendes. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es aber finden. Ein Paradox, aber das so wahr ist. In anderen Worten, was Jesus hier sagt, wenn du dein eigener Chef sein möchtest, wenn du dein Leben verbessern und verlängern und verschönern möchtest, dann wirst du dein Leben verlieren. Du wirst es aber wieder gewinnen, wenn du deine Kontrolle über dein Leben mir abgibst. Wenn du dich einspannen lässt in meine Pläne und das Joch, das ich zu tragen gebe, auf dich nimmst, dann wirst du dein Leben finden. Kann ich dir was sagen? Ja. Mache ich. Du wurdest nicht geschaffen für dich selbst. Wahre Erfüllung findet sich nicht, wenn du dich um dich drehst, sondern wenn du dich Gott und seinem Reich zur Verfügung stellst. Du wurdest für Gottes Reich geschaffen, für seine Pläne, für seine grandiose Story, die er schreibt mit dieser Welt. Und davon bin ich zu 100% überzeugt. Und weißt du, warum ich weiß, dass ich denke, dass du auch weißt, dass ich recht habe? Weißt du, warum ich überzeugt bin, dass du mir zustimmst? Auch wenn du jetzt christlich bist oder nicht, wenn du diese Worte von Jesus kennst oder nicht. Ich sage dir, warum wir alle das eigentlich wissen in unserem Herzen, dass wir nicht für uns selbst geschaffen sind. Weil wir lieben Geschichten. Wir fahren ab auf Geschichten, wo es plötzlich nicht mehr um uns geht, wo wir plötzlich abschalten können, eintauchen können in eine andere Welt. Deswegen lieben wir Stories, deswegen lieben wir Fantasy, weil es plötzlich dabei nicht mehr um uns geht. Und jeder von uns kennt das, diesen Sog, diese Sehnsucht für etwas Größeres, als das wir sind. Und ich sage dir, das ist diese Sehnsucht, dieser Funke, den Gott in jeden Menschen reingelegt hat. Das zeigt, dass du nicht für dich gemacht bist, sondern für etwas Größeres. Und Jesus sagt dir, für was du hier bist. Für sein Reich. Für dieses Joch, das er dir gibt. Darum musst du dich für seine Geschichte einspannen lassen. Nimm sein Joch auf, lass dich einspannen in sein Reich. Darf ich dich ermutigen am Anfang dieses Jahres nochmal neu? Lass dich einspannen von Jesus. Und damit meine ich nicht, dass du irgendwo einfach mal mithilfst in der Kirche. Natürlich gehört das dazu, aber ich rede von deinem Leben. Sag, ich bin ein Ochse. Ich gehöre nicht mir selbst, ich gehöre ihm. Er ist mein Chef, er lenkt mich, er gibt mir die Last. Ich bin hier für ihn. Und ich verspreche dir, das ist 1000-mal erfüllender als irgendeine dämliche TikTok-Story. Das ist besser als jede Beziehung, jede Ferien, jeder Urlaub, jedes Auto, jedes Haus. Es gibt nichts in dieser Welt, was dich so erfüllt, wie wenn du dein Leben Gott zur Verfügung stellst. Und siehst, wie er dich braucht. Es gibt nichts Besseres. Ich sage dir, du stellst dich Gott zur Verfügung und sagst, hier, gib mir dein Joch. Und ich sage dir, er atmet dir seinen Heiligen Geist ein. Und er macht dich brennen für sein Reich. Es gibt nichts Besseres als das. Du wurdest für das gemacht. Deine Seele wurde nicht gemacht, dass du ein schönes Leben hast und dein Leben schön machst und dich um dich selbst drehst, sondern für sein Reich. Und du wirst dann wirklich lebendig. Und ich sage dir, warum es nichts Besseres gibt. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 31, nichts Besseres für deine Seele. Matthäus 6, Vers 31 bis 33. Sorgt euch also nicht und sagt, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder was werden wir anziehen. Denn um all das kümmern sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer himmlischer Vater weiß nämlich, dass ihr alles das
braucht. Und jetzt geht es weiter. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Du kannst den stehen lassen. Das ist mein Lieblingsvers in der ganzen Bibel. Das ist mein Lebensvers. Das ist ein Vers, den haben wir über unsere Ehe gesetzt. So haben wir geheiratet unter diesem Vers. Wir haben uns entschieden, wir als Ehepaar und als Familie, wir sind hier für Gott und sein Reich. Wir kümmern uns zuerst um das, was er von uns will, bevor wir uns darum kümmern, was wir für uns wollen. Weil wir davon überzeugt sind, dass er für uns schaut, wenn wir das tun. Wir als Familie dienen Gott, Punkt. Und darf ich dir was sagen? Ich habe es noch nie in meinem Leben bereut, dass ich mein Leben Jesus anvertraut habe. Noch nicht einmal. Kostet das was, sein Leben Jesus zu geben? Alles, ja, alles. Warum? Weil du dein Leben verlierst. Aber du gewinnst es. Du gewinnst es wieder. Gott hat uns noch nie im Stich gelassen. Er hat uns immer versorgt. Er hat uns immer durchgetragen. Und wir haben mehr, als wir nötig haben. Darf ich dich ermutigen, am Anfang in diesem Jahr, dein Commitment nochmal neu zu machen, sein Joch auf dich zu nehmen. Was hat er für dich zu tun? Wenn du sagst, ich weiß nicht, was mein Joch ist, dann geh zu Jesus. Sei ehrlich mit ihm. Sag, was ist dein Joch für mich? Er wird es dir zeigen. 100%. Sei ehrlich mit ihm. Nimm sein Joch auf dich. Ich möchte abschließen mit einer Story. Vor ein paar Jahren habe ich mich mit ein paar Deutschen getroffen. Und wir haben über Küchen geredet. Keine Ahnung warum. Warum das war, was der Kontext war, ich weiß es nicht mehr. Wir haben über Küchen geredet, es war 5, 6, 7 Jahre her. Und wir haben über die Unterschiede zwischen deutschen und Schweizer Küchen geredet. Und wir haben darüber, ich weiß nicht mehr, warum wir auf dieses Thema gekommen sind, aber ich habe dann zum ersten Mal herausgefunden, dass in Deutschland, wenn du in eine Mietwohnung gehst, dass du die Küche selbst mitbringen musst. In Deutschland mietest du die Küche nicht mit, du kaufst sie. Wisst ihr das? Und ich habe den Deutschen gesagt, wie bekloppt ist das denn? Das ist ja völlig bescheuert. Was ist, wenn du dann mal umziehst, dann passt die Küche nicht mehr. Ja, dann muss man halt eine neue, muss man anpassen. Ja, das ist ja völlig bekloppt. Weißt du, dann habe ich gesagt, wisst ihr, wie das in der Schweiz ist? Und sie saßen so da, nein. Und ich kam mir vor wie ein Evangelist, weil ich habe dann gesagt, in der Schweiz mietest du die Küchen. Das heißt, die ist schon da, das inklusive. Und die konnten es nicht glauben, wie gut es auch sein könnte in der Welt, oder? Was? Und dann habe ich ihnen Folgendes gesagt. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, was das Beste ist? Wenn man die Küche mietet, wenn dann mal was kaputt geht, dann kümmert sich der Vermieter drum. Weil das ist seine Küche. Das ist sein Backofen. Ich zahle Miete, dass er funktioniert. Für einen funktionierenden Ofen zahle ich Miete. Und dann rufe ich den Charlie an. Charlie, meine Küche ist kaputt. Und dann geht es einen Tag oder so, dann kommt er und flickt mir den Ofen oder gibt mir einen neuen. Und diese Deutschen waren da, was? Das ist ja mega toll. Und warum erzähle ich diese Geschichte? Weil die ist mir eingefallen. Es ist beim Glauben doch ähnlich. Beim Glauben ist es wirklich besser, als dass wir manchmal denken. Schau, wenn du dein Leben Gott gegeben hast, wenn du nicht mehr der Besitzer deines eigenen Lebens bist, wenn du sagst, ich bin ein Ochse und hier für den Dienst, ja, dann schaut er für dein Futter. Und wenn dein Joch kaputt ist, gibt er dir ein neues. Oh, es gibt nichts Entlastenderes für deine Seele als das. Wenn du Ruhe für deine Seele finden möchtest, gib dein Leben Gott ab. Weil dann hat er die Verantwortung.
Er ist dein Besitzer. Für mich persönlich gibt es nichts, was mir mehr Frieden gibt, für mich, meine Situation, für mein Leben, für meine Kinder, für meine Familie, weil ich überzeugt bin, wenn ich mich um sein Reich kümmere, kümmert er sich um mich. Und das ist entlastend. Verstehst du? Das ist entlastend. Und egal was dein Beruf ist, deine Situation, du kannst dein Joch, das du von Jesus bekommst, auf dich nehmen. Das hat unterschiedliche Auswirkungen, unterschiedliche Kontexte. Aber du hast ein Joch, das Jesus für dich vorher bestimmt hat. Nimm es auf dich. Weil es ist ein Joch, das nicht drückt und leicht zu tragen ist, weil es für dich persönlich gemacht wurde. Kann ich dich am Anfang dieses Jahres nochmal ermutigen? So findest du Ruhe für deine Seele. Geh zu Jesus. Kreiere solche Maria-Momente in deinem Leben. Regelmäßig, täglich. Nimm dir diese Zeit und lerne von ihm. Dabei geht es nicht hauptsächlich darum, dass du bei Jesus abladest, sondern dass du von ihm lernst, dass du auflädst und sein Joch auf dich nimmst. So, sagt Jesus, wirst du Ruhe für deine Seele finden. Darf ich dich ermutigen, dir das zu Herzen zu nehmen? Überleg dir, nimm das mit. Wie kann ich das in meinem Alltag integrieren? Am Anfang gibt es einen besseren Moment als am Anfang vom Jahr, dir solche Dinge vorzunehmen. Und ich verspreche dir, der menschgewordene Gott Jesus wird deine Seele lebendig machen und Ruhe geben. Ich möchte noch beten zum Schluss. Vater, ich danke dir für diesen Moment, für jede einzelne Person heute in diesem Raum oder online. Und Vater, ich danke dir für deine Einladung. Und du siehst alle Lasten, die wir zu tragen haben. Du siehst das, was uns niederdrückt, das, was uns Sorgen bereitet. Vater, ich bitte dich, entlaste du uns. Vater, ich bitte dich, dass wir heute befreiter ins neue Jahr starten können, weil du unsere Lasten eintauschst gegen deine Last. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Moment den Menschen zeigst, was ihr Joch ist, das sie zu tragen haben, dass du Berufungen klar werden lässt, dass du Träume freisetzt, Visionen freisetzt, was du vorhast. Vater, ich bitte dich für kreative neue Wege, für solche Maria-Momente. Ich bitte dich für Disziplin, für die richtige Prioritätensetzung. Ich bitte dich für neue Erkenntnis, wenn wir die Bibel wieder mal ausschlagen, dass du dort bist mit deinem Geist, dass wir von dir lernen dürfen, dass wir dir immer ähnlicher werden dürfen. Vater, ich bitte dich, erfüll uns mit deiner Gegenwart in diesem Jahr. Amen. Amen.